Es ist ein ganzer Katalog an kritischen Anmerkungen, den die österreichische Bundesregierung heute anführte, um ihre Ablehnung des UNO-Migrationspaktes zu begründen. Sie wissen, aus unserer Sicht gibt es einige Punkte in diesem Pakt, die wir positiv sehen. Es gibt aber auch einige Punkte, die wir kritisch sehen und wo wir auch eine Gefahr für unsere nationale Souveränität befürchten. So berührten etwa die im UNO-Migrationspakt vorgesehenen Vereinbarungen zur Zulassung von Migranten zum Arbeitsmarkt wie auch die Gewährung von Sozial- und Gesundheitsleistungen Bereiche, die, so die Regierung, nur aufgrund nationaler gesetzlicher Vorschriften geregelt werden dürften. Vizekanzler und FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache verwehrte sich heute im Ministerrat zusätzlich gegen die Anerkennung von Migration als Menschenrecht. Und Österreich unterscheidet klar zwischen legaler und illegaler Migration, und eine Verwässerung dieser Unterscheidung, wie sie der globale Migrationspakt hier vornimmt, nämlich für sichere, geregelte und planmäßige Migration, wird von uns abgelehnt. Obwohl der UNO-Migrationspakt rechtlich nicht bindend ist, sieht die österreichische Regierung auch das darin vorgesehene Verbot von Sammelabschiebungen als Eingriff in die nationale Souveränität. Kompetenzverschiebungen von bestehenden nationalen Rechtsvorschriften zugunsten eines übergeordneten Völkergewohnheitsrechts werde man nicht hinnehmen, so die Begründung.